Danke vielmals, Lea und Team. So schön haben wir zusammen worshipen. Ganz herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst. Ich freue mich sehr, können wir wieder einmal mehr miteinander verbunden sein. In der letzten Woche haben wir wahrscheinlich alle so viele Medienkonferenzen geschaut wie noch selten zuvor. Das Thema von heute passt von dem her auch sehr gut. Kommunikation in Bestform. Und was mir bei diesen Medienkonferenzen immer wieder gefallen hat, sie haben zum Teil eigentlich schlechte Umstände probiert, sehr positiv darzustellen. So sind auch gewisse Lockerungsmaßnahmen, wo wir uns sehr darauf freuen, sind vielleicht nicht so positiv, wie man es erwartet. Yes, Body-Saison 2020, die wird kommen, mal schauen, wie sie sich denn ganz genau anfühlt. Hast du auch schon unter schlechter Kommunikation gelitten? Ich glaube, wir alle haben schon unsere Erfahrungen gemacht. Ich habe euch zu dem ein Zitat mitgebracht. Das grösste Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie habe bereits stattgefunden. Ich muss das kurz setzen lassen, dass du checkst. Wir meinen manchmal, es sei etwas klar, dabei eben ist es gar nicht klar. Bei uns heisst es manchmal so, ich rede irgendwie mit meiner Frau und ich bin überzeugt, ich habe ihr das gesagt und sie weiss aber nichts davon. In dem Fall ist ganz klar, ich habe es nie gesagt. Im umgekehrten Fall ist ganz klar, ich habe es vergessen, aber sie hat es auf jeden Fall gesagt. Kommt euch die Situation irgendwie bekannt vor? Ich glaube, wir sind nicht das einzige Paar, wo das so geregelt ist. Auf welche Kommunikation hörst du? Oder was für Reden, was für Kommunikation geht von dir aus? Lass uns miteinander anschauen, was von Jesus, was von ihm für eine Botschaft, für eine Nachricht ausgeht. Johannes 5,24. Ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Von Jesus geht die Botschaft vom Leben aus, sogar vom ewigen Leben. Und es ist eine Botschaft, die nicht verurteilt, sondern die eben, wie es geheißen hat, die vergibt, die wiederherstellt, die neu macht. Eben, die vom Tod ins Leben hineinführt. Kommunikation in Bestform ist lebensspendend. Möchtest du auch eine Person sein, von der ein Leben ausgeht? Eine Person, die lebensspendend redet? Dann lasst uns miteinander anschauen, wieso dass unsere Worte so wichtig sind. Kommunikation, sie fängt an in unseren Gedanken. Kommunikation, sie startet in unseren Gedanken. Ich war letztens in einem Meeting, wo ich so verschiedene Aufträge beschrieben habe und es ist dann darum gegangen, dass man die jemandem zuteilen können. In meinen Gedanken hat schon eine Zuteilung stattgefunden. Und weil das in meinen Gedanken schon so war, habe ich so offensichtlich die Personen angeschaut, die ich es geben wollte, dass für das ganze Team schon sehr offensichtlich war, wer mich eigentlich den Auftrag geben wollte, obwohl es so hätte aussehen, wie wenn sie sich selber melden dafür. Das war eine lustige Situation, aber es hat mich genau an das erinnert. Hey, es fängt in unseren Gedanken an, was wir reden, beziehungsweise was wir kommunizieren. Ich habe es durch meinen Blick da stärker kommuniziert. Es macht so einen Unterschied, wie du zum Beispiel am Morgen denkst, wie dein Tag wird. Wenn du da bist, vielleicht so 2 Mindsets in unserer Mitte liegen. Wenn du da bist und sagst, wow, Gott ist mit mir, heute gibt es einen guten Tag, ich bin da in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen. Hey, ich freue mich auf die Leute, mit denen ich unterwegs bin, meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, meine Leute von der Kleingruppe, wir gehen zusammen vorwärts. Hey, Gottes Energie ist in mir, ich kann Berge versetzen durch Glauben. Die Zukunft liegt vor mir. Da wird ein guter Tag auf dich warten. Andere denken, oh Mann, ich bin so müde. Ohne einen Kaffee geht wirklich gar nichts mehr. Und meine Kinder, ich möchte sie gar nicht erst sehen.
und die Arbeit, alles nervt eigentlich nur. Und meine Arbeitskollegen, die Leute, ich kann einfach nicht mehr. Sie saugen so das Leben aus mir raus. Ich kann nicht mehr. Das Leben ist wirklich kein Ponyhof. Wenn du so denkst, was wartet da echt für einen Tag auf dich? Die Gedanken bestimmen die Richtung von deinem Leben. Und die Gedanken bestimmen auch, was du wirst sagen. Auch wenn es nur, wie mein Beispiel vorne, der Blick ist, die Körpersprache oder der Tonfall. Und die Wahrheit, dass unser Reden durch das bestimmt wird, was in uns ist jetzt nicht eine Idee, die ich so entwickelt habe, sondern es ist schon uralt. Der beste Kommunikator von allen Zeiten hat das schon ganz klar gemacht. Jesus selber. Lukas 6,45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herz denkt, so redet er. Mit was für Gedanken bist du beschäftigt? Mit was für Gedanken ist dein Herz erfüllt? Das wird früher oder später aus dir rauskommen und das wird auch die Richtung von deinem Leben bestimmen. Ich habe vor ein paar Wochen mir so angefangen zur Gewohnheit zu machen, anhand von einer angefertigten Liste gute Aussagen über mich, über meine Familie aussprechen. Aussagen, die auf der Bibel beruhen. Ich werde euch in wenigen Momenten einen Einblick geben, was das so für Aussagen sind. Für Kommunikation in Bestform müssen wir wissen, sie fängt in unseren Gedanken an. Aber wir müssen auch wirklich verinnerlicht haben, Worte haben Macht. Worte haben eine unglaubliche Macht. Im eingangs gelesenen Johannes 5,24 haben wir gesehen, dass die Botschaft von Jesus vom Tod ins Leben hineinführt. Und das ist etwas, was nicht nur die Botschaft von Jesus machen kann, sondern wo die Bibel sagt, unsere Zunge, das kleine Organ, hat Macht über Tod und Leben. Sprüche 18,21. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Ich denke da zum Beispiel an Eltern. Mit dem Kind gelingt vielleicht etwas nicht, es ist gerade ein schwieriger Umstand, vielleicht ist es noch, wenn du so zurückdenkst, das Homeschooling, sie haben irgendetwas einfach nicht begreifen. Und du kannst positiv sagen, hey, du bist begabt, ich weiß das, ich glaube das, ich sehe alles Gute in dir. Und hey, bleib dran, wenn du nicht aufgibst, du wirst es können lernen. Du kannst es nicht, du sagst nicht, du kannst es nicht, sondern du sagst vielleicht, du kannst es noch nicht. Auf der anderen Seite kannst du sagen, Mann, du hast es schon wieder versaut. Du wirst das wohl nie checken, nie lernen. Es ist einfach schwierig. Ja, du kannst so Aussagen machen über dein Kind, aber du musst dich nicht verwundern, wenn es dann auch so rauskommt. Gott selber, er redet so viel Gutes über dir. Darum soll auch wir so über andere reden. Und auch über uns selber. Kannst du die guten Aussagen von Gott über dir selber aussagen? Auch wenn du dich vielleicht im Moment überhaupt nicht danach fühlst oder glauben hast, dass das die Realität ist. Fang an, die guten Worte von Jesus über dir aussprechen. Und ja, das wäre ein Einblick in meine Liste, die ich dir gerne möchte geben. Ich sage mir zum Beispiel immer wieder, Jesus lebt in mir. Ich lebe nicht für mich, ich lebe für ihn. Er hat mich teuer erkauft. Ich bin so wertvoll, so kostbar. Ich habe Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung von der Herrlichkeit. Ich will eines Tages bei Gott sein. Ich habe Gottes Geist in mir. Der gibt mir Kraft. Der hat seine Liebe in mein Herz ausgegossen. Der gibt mir auch Disziplin, Besonnenheit. Der hilft mir im Leben. Und ich erinnere mich daran, die Gnade von Jesus, die macht mich stark. Die Gnade gibt mir alles, was ich brauche. Und ich darf wissen, ich habe ein Leben in der Fülle gefunden bei Jesus.
Ich weiß, mir ist vergeben, ich bin nicht verdammt, ich bin gerecht gesprochen. Und ich sage mir auch wieder, ich bin ein Kind vom Vater im Himmel. Der Herr von allen Herren, der König von allen Königen, er ist mein Vater. Und er redet so zu mir, dass ich ihn verstehe, er führt mich gut. Und ich darf wissen, alles, auch wenn die Umstände noch so schlecht sind, es wird mir zum Besten dienen, weil ich ihn liebe. Wow, jedes Mal, wenn ich die Sachen ausspreche, bei mir entsteht einfach Glauben. Und wenn du noch keine Aussagen hast, die du auch über dich aussprechen kannst, ich möchte dich ermutigen, mach das. Red so gute Sachen über dir. Lass uns noch miteinander so 3 konkrete Schritte anschauen, wie unsere Kommunikation zur Bestform kommen kann. Und das wird dir helfen, in deiner Familie, in deiner Ehe, mit Freunden zusammen, am Arbeitsplatz, in der Kleingruppe, überall, wo du zusammen mit Menschen unterwegs bist. Der erste Punkt ist, lass zu. Lass zu, um zu verstehen. Jakobus 1,19. Liebe Freunde, seid schnell bereit zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet oder zornig werdet. Es gibt leider viele Gespräche, die nicht zu einem Ziel kommen, weil jemand zornig wird, weil jemand seine Gefühle zu aufbrausend wird. Wir haben jederzeit die Chance, mit Gott zu reden, ihm auch all unsere Gefühle zu bringen, dass wir auch oben runterkommen können. Und er ist mit unseren Gefühlen niemals überfordert. Denke auch an das, dass wir nicht aus so aufbrausenden Gefühlen aus irgendwo den Mails schreiben, WhatsApps machen. Wir können diese Sachen nie mehr zurücknehmen. Ich habe letztens ein WhatsApp bekommen, das eben solche Gefühle hat hochkommen lassen in mir. Und ich habe wirklich probiert, mega positiv, verständnisvoll eigentlich zu antworten. Aber ich habe die Person nicht wirklich verstanden. Und durch das hat es einen Konflikt gegeben, den wir lösen mittlerweile. Aber, und das hat es leider an sich, ich konnte die Worte nie mehr ungeschehen machen und es ist trotz allem ein Schaden entstanden, wo wir nicht vollständig reparieren konnten. Darum, lass zu, um zu verstehen. Und im Verstehen geht es nicht nur darum, dass du irgendwie verbal jemanden kannst verstehen, was die Worte ganz genau bedeuten. Es geht auch darum, zu verstehen, was die Person wirklich meint, was für Gefühle dahinter sind. Sind da vielleicht Gefühle von der Verletzung dahinter? Es hat mir so wehgetan, wo du. Oder Gefühl von der Angst. Gefühl von Frustration. Ich bin entmutigt wegen. Oder Enttäuschungen. Lasten. So schwerwiegende Lasten. Oh, es fällt mir so schwer. Mit dem habe ich einfach so Mühe. Oder sind vielleicht auch Träume verborgen. Oh, ich wünschte, wir könnten wieder mal. Bleib nicht nur bei den Worten, sondern versuch so zu verstehen, dass du auch die Gefühle, was etwa 2, 3 Schritte hinten dran eigentlich wirklich möchte sagen. Und dann ist es nicht von uns allen ein ganz grosses Grundbedürfnis, verstanden zu werden. Wenn du das selber auch hast, dann fang doch an und gib dir alle Mühe, den anderen zuerst zu verstehen. Also erstens, verstehen. Zweitens, wir wollen nachdenken. Nachdenken, bevor wir reden. Also das hat es geheißen im Jakobus 1,19. Lasst euch Zeit, ehe ihr redet. Der Philipper 4,8 gibt uns eine gute Checkliste an, über was wir nachdenken können, bevor wir reden. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Ist mir auch klar, wir können nicht von jedem Satz, den wir sagen, irgendeine Checkliste durchgehen. Das wäre total realitätsfremd. Aber vielleicht kennst du es auch. Manchmal kommt plötzlich so ein Gedanke auf, soll ich jetzt das wirklich sagen?
Und kannst wenigstens in diesen Fällen anfangen, probieren, so eine kleine Checkliste durchzugehen. Ist es wahr? Ist es hilfreich und nötig? Ist es inspirierend und aufbauend? Und man könnte ja sagen, ist es lebensspendend? Und wenn du etwas von dem musst mit Nein beantworten, dann lass es doch lieber sein. Lieber einen Satz weniger gesagt, als etwas, das nicht hätte sollen sein. Der dritte Schritt zur besseren Kommunikation ist Gebet. Red zuerst mit Gott. Mit Gott kannst du wirklich alles besprechen. Er versteht dich am besten, er kann mit all deinen Gefühlen umgehen. Red im Zweifelsfall wirklich lieber immer zuerst mit Gott. Und wir dürfen auch den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Er kann dir für jede Situation die richtigen Worte geben. Er will und kann dir auch Lösungen aufzeigen, wo du vielleicht nie selber drauf kommen könntest. Jesus selber, er hat ganz stark aus der Verbindung zum Vater im Himmel kommuniziert. Lasst uns für das noch in Johannes 12,49 schauen. Jesus sagt, ich spreche nicht aufgrund eigener Vollmacht. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen soll. Jesus hat aus der Verbindung zum Vater im Himmel gewusst, was er soll sagen. Da steht es vielleicht nicht im Vers, aber ich bin aber der Überzeugung, dass er auch gewusst hat, wie er sagen soll. In welchem Tonfall, mit welcher Mimik, auch in welchem Timing. Du kannst dir jetzt einfach Vorsätze nehmen und sagen, jawohl, ich möchte von jetzt auch wirklich besser kommunizieren, ich möchte lebensspannender reden. Und ja, das ist super, wenn du dir das vornimmst. Aber es wird dir nur sehr beschränkt die Möglichkeit geben, wirklich besser zu werden, wenn du nicht an den Wurzeln anfängst. Und wir haben es schon vorhin gelesen, es geht um unser Herz. Es geht darum, was in unserem Herz, was in unseren Gedanken ist. Was wir da am meisten brauchen, ist ein neues Herz, das uns nur Gott geben kann. Und darum ist auch der Anfang dieser ganzen Veränderung, ist, dass wir unser Leben Gott anvertrauen. Die Bibel nennt das Bekehrung, dass wir von unserem eigenen Weg umkehren und auf Gottes Weg gehen, dass wir Jesus nachfolgen. Und das heisst, wenn wir das machen, dann schafft er neues Leben in uns. Wenn wir uns den 2. Korinther 5, 17 anschauen. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wenn du so ein neues Leben möchtest, wenn du möchtest, dass ein neues Herz anfängt, dein Körper wird nicht neu durch das. Das neue Leben fängt von innen nach außen an. Dann darfst du das in einem glaubensvollen Gebet ausdrücken. Und die Bibel sagt, wenn wir uns so im Glauben an Gott hinwenden, dann passiert genau das. Unsere Sünden werden uns vergeben, Gott nimmt uns an als seine Kinder. Wir das Leben vom Tod zum Leben. Und wenn du das bist, der das möchte, dann möchte ich dich jetzt einfach in ein einfaches Gebet hineinnehmen. Jesus, ich danke dir, dass du Wort vom Leben hast für mich. Und ich habe heute gemerkt, dass in meinem Herz viel mehr Tod als Leben ist, dass da Schlechtes, dass da Sündiges ist. Und ich möchte jetzt im Glauben zu dir kommen. Ich möchte dir, Jesus, nachfolgen. Ich bitte dich, dass du neues Leben schaffst in mir. Danke, dass du mir jetzt meine Sünden vergisst, dass du mir Leben schenkst, ewiges Leben schenkst. Danke, dass ich von jetzt an mit dir lebe. Und danke, dass all die guten Aussagen, die in der Bibel geschrieben stehen, dass die auch mir persönlich gelten. Danke, dass ich ein Kind sein vom wunderbaren Vater im Himmel. Amen. Hey, wenn du das mitgebetet hast, ich möchte einfach ganz herzlich gratulieren. Du bist ein Kind von Gott geworden. Ich möchte aber auch noch zu denen reden, die schon mit Gott unterwegs sind. Aber ich merke dann, ja, in meinem Leben
sind so viele schlechte Gedanken und auch so viele Worte, die nicht Leben schaffen. Auch für dich gilt, hey, Gott hat dich wegen dem noch genau gleich lieb. Er möchte dir die guten Zusagen zusprechen. Sie gelten dir genau gleich, auch denen, die vielleicht schon besser mit diesen Sachen unterwegs sind. Und ja, du darfst dich heute entscheiden, zu sagen, ganz neu, von mir aus sollen die Worte vom Leben ausgehen. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich gerade jetzt herausfordern, sprich es aus. Sprich es laut aus mit dem Maul. Ich will jemand sein, der mit seinem Maul Leben spendet. Jemand, der lebensspendend ist für andere. Sprich das aus in deinen eigenen Worten. Wenn du Gott um Vergebung bitten musst, dann mach das, wenn er dir Sachen aufgezeigt hat. Wenn du Sachen in Ordnung bringen musst, mach das. Und fang an, die Verbindung vor allem zu Gott zu suchen, dass er dein Herz füllen kann und dass aus dem Überfluss von deinem Herz auch die guten Worte kommen können. Ich möchte einfach zum Abschluss noch für dich beten. Jesus, ich möchte danken für alle, die sich jetzt gerade in diesem Moment auch entschieden haben, dass sie ganz neu Menschen sein wollen, die Leben spenden mit ihrem Maul. Dass sie das einfach erleben, das darf passieren. Weil du bist genau für das auf die Erde gekommen, um Leben zu spenden. Und wir haben das Leben von dir angenommen und wir wollen das Leben weitergeben mit unserem ganzen Sein, aber auch mit unserem Reden. Danke, dass du uns vergisst, wo immer wir versagt haben. Ich bitte dich für Hilfe, dass wir unser Herz wieder von dir füllen lassen mit glaubensvollen Aussagen. Und ich bitte dich wirklich, dass Leben ausgehen kann. Ich spreche es aus, da ist Glaube, da ist Leben, in jedem Einzelnen, der das möchte. In deinem wunderbaren Namen Jesus. Amen.